Jetzt hallo, liebe Freunde der schwäbischen Sprache, kennt ihr das Wort Loschore oder Ausloschore? Wenn man also etwas heimlich in Erfahrung bringen will, zum Beispiel im Restaurant, wenn man am Nebentisch ein Gespräch hört und man loschort noch, was so schwätzt, oder wenn man heimkommt und der Nachbar loschort durch den Vorhang durch, so heimlich. Oder man wird ausgefragt von der Nachbarin, wie geht's da, was treiben draußen, so, wie geht's an dem Weib? Das ist auch Ausloschore, Aushorchen, aber auf eine plumpe, primitive Art. Besser ist, wenn man Hälinge ausloschoret wird. Übrigens, das Wort Hälinge habt ihr bestimmt schon gehört. Wisst ihr, was das Wort Hälinge heißt? Hälinge ausloschoret tut zum Beispiel der Kerl da hinter mir. Hälinge lose der mir da Hand zu. Losen ist auch Schwäbisch und heißt übrigens zu hören. Also Hälinge zum Erklären ist auch was Heimliches, was unauffällig stattfindet, was man bemerken soll. Und wenn ich zum Beispiel sage, es ist jemand Hälinge blöd, dann ist das eine Person, die eigentlich sich gut, intelligent, gebildet verkauft, aber so nach 3-4 Sätzen merkt man eigentlich, dass es ein Mordstippel, ein Mordstepp ist. Andersrum gibt es aber auch die Version, dass man mal sich dass es Hälinge gescheit gibt. Da denkt man, oh, das ist aber auch ein Tippel, der hat auch viel im Hirn. Da trinkt man ein Bierle mit dem zusammen und auf einmal fängt derjenige an zu philosophieren und man weiß, Heidestück ist der gescheit, da fühlt man sich dann manchmal selber Hälinge blöd. Also liebe Leute, wenn ihr mehr wissen wollt noch über Schwäbisches und über Schwäbisches Sprich, was ich da so mache, Axel von Brezelingen, dann tippt einfach mal Brezelingen in Facebook, Instagram oder weiß ich was ein, da findet ihr auch etwas, was ich schon produziert habe. Also Leute, dem freuen, wenn ihr danach suchen werdet. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, tschüss und ade. Und die Lamas haben sich jetzt Hälinge davor geschlichen.